Hallo Freunde. Könnt ihr mir beschreiben, was ich tue vielleicht? Du hast gerade eine Flasche in die Hand genommen. Es ist ein Piccolo-Sekt. Sowas Ja. besitze ich nicht, aber ich habe es trotzdem erkannt, weil ich eine Frau von Welt bin. Ja. Und du öffnest die jetzt für uns. Ja. Aha. Lass den Korken knallen. Ich habe extra einen mit Korken gekauft, aber es ist kein Korken, sehe ich jetzt gerade. Es hat nur Korkenform. Das ist aber beidel. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, das nicht über mein... Na, es ist kein Korken. So eine Frechheit. Na gut. Es hat Plopp. Ich habe auf das laute Plopp gehofft, aber gut. Wenn ihr das nicht gehört habt, dann müsst ihr halt jetzt auch eine Ohren mal putzen, liebe Wellensittiche. So So. nämlich. Ich darf nämlich gerne auf uns anstoßen. Jawohl, Prost. Hey, Prost. Das habe ich mir schöner vorgestellt. Ich habe aber schaut euch das mal an. Schaut euch mal die Frechheit an. Das ist einfach ein Drahtverschluss. Das ist ja wohl. Ja, echt eine Frechheit. Naja, gut. Prost. Ah, und er schmeckt auch nur nach Arsch. Super. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen zu Folge 14 vom Wellensittich-Stammtisch. Leck Arsch! Was ist mit euch? Ihr habt uns komplett die Bude eingerannt. Zumindest virtuell. Also damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Also wir haben ja eine kleine Location mit Absicht ausgewählt, weil wir uns gedacht haben, naja, ob da überhaupt jemand kommt. Und wir haben einfach um 12 Uhr ging der Vorverkauf los am Freitag. Und um 12:01 Uhr haben wir schon traurige Nachrichten gekriegt, dass es keine Tickets mehr gibt. Also es war für uns unvorstellbar. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank dafür. Dankeschön, liebe Wellensittiche. Auf jeden Fall, danke euch. Und falls ihr mit der Folge einsteigt und euch fragt, um was geht's eigentlich? Wir spielen am 5. September im Schlachthof in München eine kleine Live-Show für euch. Es ist jetzt ein bisschen blöd, weil es gibt keine Karten mehr, aber wir wollten euch natürlich trotzdem Bescheid sagen. Ja, na, wir freuen uns da wahnsinnig drüber und wir freuen uns auch wahnsinnig drauf. Das wäre ein super lustiger Abend. Ja. Und ja, für alle, die jetzt traurig sind, seid nicht traurig. Wir schauen, dass wir irgendwann mal wieder eine andere Live-Show hinkriegen. Insofern das gut läuft. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen die Hosen voll. Aber es wird schon gut laufen. Wir kriegen das schon hin. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind sehr unter uns. Deswegen, also Ja. so die Wellensittiche, die kennen ja jetzt schon alle unsere Abgründe, also was soll denn nur peinlich werden? Ja, das stimmt, da gibt es wirklich nichts mehr. Ja, ich habe tatsächlich mehr Angst vor die Leute, die uns persönlich kennen und vielleicht nur nicht so genau unsere Abgründe kennen. Naja, ich glaube, das wird super. Und wir schauen, dass wir nächstes Jahr dann vielleicht nochmal in einen größeren Saal können, sodass wir euch dieses Jahr vielleicht nochmal hier Tickets anbieten können. Und dann wisst ihr es ja ihr braucht einen schnellen Finger. Daher bis dahin nur trainieren an der Maus. Genau. Und bis dahin seid hoffentlich ein bisschen nachsichtig mit uns, dass wir es jetzt erst einmal im kleineren Rahmen ausprobieren wollten, weil wir haben ja überhaupt nicht gewusst, wie und was und ob überhaupt das hinhaut und ob ihr überhaupt Bock drauf habt. Von dem her testen wir es jetzt mal und dann gehen wir ins Olympiastadion und dann kommen die keine Karten gekriegt haben, halt auch. So machen wir's. Und bis dahin stoß ich zumindest, die anderen zwei haben ja leider keinen Sekt, aber stoß ich auf euch an und sage nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns live sehen wollt. Merci. Schön, Prost. Freunde, wie war euer Wochenende? Die obligatorische Frage. Res, was hast du getrieben? Ich muss ehrlich sein, mir hat unser gemeinsames Wellensittich-Wochenende dann doch mehr geschlaucht, als ich erwartet habe. Ich bin daheim das nächste Wochenende dann nochmal komplett flach gelegen. Ich war Scheiße. nur am Auskurieren. Ja, also. Aber du darfst noch verzeihen, wir waren ja noch Schlitten fahren. Ja, Das haben wir in der letzten Folge nicht verzeiht. stimmt.
Stimmt, wir waren nur Schlitten fahren. Das war sehr, sehr schön. Also ich wollte das ja schon ganz lang und ich bin super froh, dass ihr endlich mit mir Schlitten fahren gegangen seid. Und es hat so viel Spaß gemacht. Also wir haben einen Holzschlitten gehabt und zwei Bobs, zwei Lenkbobs. Wir haben so ein bisschen durchteichelt untereinander. Wir haben erst mal schauen müssen, wer mit welchem Gerät umgehen kann und wer sich auf welchem Gerät am sichersten fühlt. Wir haben geschaut, auf welchem Gerät ich mich am sichersten fühle. Ihr dürft schon ehrlich sein. Ich wollte jetzt nicht, also Ich habe einen Räder seinen Lenkbob gekriegt. Das war sehr nett von dir. Vielen Dank. Sehr Ich gern. habe damit keinen Unfall gebaut. Davor mit der Anja ihrem Show, drum haben wir nur mal durchtauscht. Das ging so schnell. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell das ging. Diese Frau ist ungefähr 5 Meter gefahren und dann haben Dres und ich von hinten beobachtet, wie sie in Zeitlupe zur Seite einfach umfällt. Die ist ja nicht einmal schnell gefahren. das war so schön. Das war schnell und es war keine Zeitlupe. Und dann hat sie sich umgedreht. Ich hab's euch doch gesagt. Ja. Oh Gott. Es hat ein paar so Zwischenfälle gegeben. Ich muss auch sagen, meine Oberschenkel sind immer noch blau von diesem Nein, China. echt? Ich sag doch. Mir hat es ja Ach, zum Schwan. Schluss, also zum Schluss bin ich dann nur mal mit der Anja ihrem Lenkbob gefahren, mit der Snow Police. Und Ja, mit der ich auch den Unfall gebaut habe. ja, wir haben die Technik nicht verstanden. Anja hat danach gesagt, man Ja. muss halt die ganze Zeit so leicht bremsen. Und ich habe halt gedacht, Ja. nein, ich gebe jetzt Vollgas. Ich bin jetzt die ganze Zeit langsam gefahren, ich gebe jetzt Vollgas. Gut, dann hat es mir halt in der Kurve gestrahlt und den Bob über den Abhang ausgeschossen. Ich habe gedacht, oh nein, jetzt habe ich bestimmt auf der Piste, die da drunter ist, ein Kind erschlagen mit dem scheiß Lenkbob oder so. Aber nein, es ist alles gut gewesen. Ich habe dann nur, also ihr seid halt vor mir gefahren, ihr habt den Unfall gar nicht mitgekriegt, leider. Und Nein. ich habe halt, während ich mir fast den Tosen bisselt habe vor Lachen, den Berg runterkraxeln müssen, um den Bob wieder zu holen. Dann habe ich noch mein Snowboot, mein Moonboot, mein Schneeschuh im Schnee verloren, weil der stecken geblieben ist. Das hätte ich so gern So. gesehen, da war ich gestorben. Ja, Ja, ja. Schade, dass wir vor dir waren. ja. Wir haben es nur mitgekriegt, weil ein Mädel hinter uns war und die ihrem Papa erzählt hat, dass da gerade eine Frau so schnell gefahren ist und dann ihren Bob verloren hat. Und dann haben wir gesagt, das wird unsere sein. Ihr gehört zu uns. Das ist unsere Frau. Ja, nein, also es war wunderschön. Das Wetter war perfekt, finde ich. Es hat dann nur angefangen zum Schneien. Ich war im Ja. Wintersporthimmel einfach. War echt sehr. Ja. Vreni, was hast du drin am Wochenende? Nicht viel eigentlich. Ich habe gestern den ganzen Tag eine Wohnung ausgeräumt und sämtliche Möbel und alles, also einen Hausstand komplett aufgelöst und auf den Kipper geschmissen und keine Ahnung. Und das fuhr in der Früh bis auf Nacht. Wow. Ja. Fleißig. Das habe ich erlebt. Ansonsten habe ich noch eine Reise gebucht am Freitagabend. Nach Schottland geht es ja Wie geil. im Sommer. Ach, Ja. schön. Bisschen Roadtrip durch Schottland. Und da habe ich alle Unterkünfte gebucht und Flüge und so. Und das steht jetzt. Freue mich schon. Voll schön. Was hast du am Wochenende erlebt, Anja? Ich war am Freitag im Songwriting Camp von die Hundskrippen. Ich glaube, alle, die aus Bayern und Österreich sind, kennen diese Band von einem bekanntesten Song. Ich bin bloß ein kleiner Bauer, Baby. Bla bla bla. Genau dieses borische Cover von Teenage Dirtbag. Ein sogenannter Banger. Und die haben mich gefragt, ob wir einen Song zusammen machen. Und wir haben gesagt, wir schreiben einfach mal was und schauen, wie es passt. Und falls wir den jetzt nicht gemeinsam rausbringen, ist auch nicht schlimm. Dann bringt ihn vielleicht einer von uns raus oder jemand ganz anders. Genau. Also ganz ungezwungen. Und da waren auch ganz viele andere Songwriter und Producer noch da. Und so ist es immer dann ganz cool zum Connecten. Wir waren zum Beispiel noch in einem Team mit dem Produzenten von Jan Böhmermann, also vom ZDF Neo Magazin, wo ich mich voll gefreut habe, weil ich schaue das und ich kenne diese ganzen Parodie-Songs quasi schon, die der alle gemacht hat für den. Das war natürlich dann für mich voll cool. Und sonst war in meinem Team nur, weil ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Wellensittiche, für alle, die das jetzt gar nicht gesagt, der Songwriting Camp ist quasi, da treffen sie viele Songwriter und Produzenten und dann teilt man sie in Teams auf und jedes Team macht pro Tag ein oder zwei, je nachdem, Songs.
Und du siehst die quasi dann nicht. Bist jetzt so in deinem Viererteam oder so und auf Nacht treffen sie dann alle wieder und dann hören wir gemeinsam alle Songs an, also die Demos halt, die an diesem Tag entstanden sind. Und das ist einfach mega cool, auch krass, dass man da einfach so viel verschiedenen Input dann kriegt und ja, es macht richtig, richtig Spaß. Und ja, mit mir im Team war nur der Hirs von die Hundskrippe. Der stand, glaube ich, unter brutalem mentalen Druck, weil dem sein erfolgreichstes Lied, was er mitgeschrieben hat, ist Wackelkontakt. Und ich habe schon zu mir jetzt gesagt, Oh. es geht leider nur noch bergab gefühlt. Also man kann halt dann jetzt nicht noch was Krasses wahrscheinlich halt, oder sehr wahrscheinlich zumindest nicht raushauen, weil Wackelkontakt ist halt schon ein Sechser im Lotto gewesen, wenn du den mitgeschrieben hast. So. Und er hat gesagt, ja, er hat schon gewusst, dass es okay wäre, so, aber es trotzdem halt dann irgendwie ja, krass für uns selber, das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben Ja. ein relativ cooles Lied geschrieben, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Gebe ich euch natürlich Bescheid, wenn das rauskommt. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lang gelabert, aber das war wieder ein Brancheneinblick. Lieben wir doch. Mhm. Einen kleinen Den lieben wir. Brancheneinblick. Rest schneidet schon zusammen. Natürlich. Klar. Ach ja. Rigoros. Liebe Wellensittiche, ihr habt ja quasi einen kleinen Traum von uns erfüllt am Freitag, weil ja, wir haben natürlich jetzt schon, seitdem wir gewusst haben, dass wir eine Live-Show machen werden, davon geträumt, dass das sofort ausverkauft ist. Aber seien wir ehrlich, für uns hat es sehr Stimmt. unrealistisch angehört oder angefühlt, dieser Traum. Und ja, danke, dass ihr das erfüllt habt. Das freut uns sehr. Ja. Sehr. Und das hat mich auch auf das heutige Folgenthema tatsächlich gebracht, weil ich mich so gefragt habe, was denn so eure Kindheitsträume waren oder Jugendträume. Was waren so, ja, Wünsche, die ihr hattet, vielleicht auch geheime Träume oder so Tagträumereien, wo ihr euch verloren habt, vielleicht manchmal. Was war das bei dir, Res? Also das, dass die Wellensittiche einen Traum von mir erfüllt haben, stimmt auf jeden Fall, weil ich wollte als Kind immer entweder eine Fernseh- oder eine Radiosendung haben. Also ich habe mir das immer so cool vorgestellt. Ich habe auch als Kind so einen Kassettenrekorder gehabt, wo so ein Mikrofon dran war. Und da habe ich meine eigenen Radiosendungen schon aufgenommen, Geil, mit verschiedenen ja. Themenbereichen. Also Interviews hat es gegeben, Nachrichten hat es gegeben, Verkehrsmeldungen, es war alles dabei. Weißt du, wie der ausgeschaut hat oder geheißen hat? Ich weiß nicht, wie der geheißen hat, aber der war total bunt. Ich habe das Gefühl, dass das von Fisher Price war oder so. Okay. Also der war, War das so ein roter mit einem gelben Mikro? ja, das Mikro war rot und gelb, ja, ja, ja. Ja, genau. Hast du den auch gehabt? Nein, mein Cousin hat den gehabt und wir haben da aber auch immer was aufgenommen, aus Süß. Versehen über die Bücherei-Kassetten, wo Ah. dann die Frau von der Bücherei mal zu uns gesagt hat, ob es zufällig sein kann, dass wir da was überspült haben, weil da sind komische, also sind Stimmen drauf, die sie so, oh, hören wir unsere. Und wir haben natürlich gesagt, na, das kann nicht sein. Ach geil. Ich Ja, entschuldige mich im cool. Nachhinein sehr dafür. Schön. Hast du eine Comedy-Show gehabt, Res? Eine Comedy-Show? Oder also deine Radioshow, war das irgendwie auch dann so eine Comedy-Show oder war das wirklich nur Nachrichten und Little? Na, also ich habe das alles sehr ernst genommen. Da war kein Platz für Comedy. Ich habe das schon sehr ernsthaft betrieben. Und auch die Fernsehsendungen, die ich hatte, mit meinem kindheitsbesten Freund zusammen, der den ich vergiftet habe. Ihr erinnert euch vielleicht. Er hat überlebt. für die, Ja, die es nicht genau. Oh gehört haben. Gott, das muss man dazu sagen für die Leute, die die Folge nicht kennen haben. Ja, er hat überlebt, das ist alles gut. Die Fernsehsendungen, die wir aufgenommen haben, auch das war sehr ernsthaft. Also wir haben da zum Beispiel verschiedene Kochshows gehabt und da dann Rezepte ausprobiert und so. Und das wird wirklich aufgezogen wie eine Fernsehsendung, die wir schon mal gesehen haben. Und an dem Beispiel haben wir uns orientiert. Also das war auf jeden Fall immer ein Traum von mir, irgendwas in die Richtung zu machen als Kind. Das, ja, wollte ich immer. Und ich habe ja auch schon mal erzählt, als ich über den From Sarah with Love Song geredet habe, dass das auch ein Traum von mir war. Einfach irgendwann einmal, weiß ich nicht, also wirklich Sängerin werden wollte ich nicht, aber ich habe mir es immer so cool vorgestellt, im Studio was einzusingen mit den großen Studio-Kopfhörer und dann hast du einen Notenständer vor dir, wo Ja. der Text drauf ist, wie man es halt von DSDS oder so damals kannt hat. Das fand ich immer super toll. Hast du da dir vorgestellt, dass du da auch mitmachen darfst bei DSDS? Nein, habe ich mir nicht vorstellen können, da wirklich hinzugehen. Na. Genau. Aber wie war das bei dir, Anja?
Ja, ich habe gefragt, weil ich habe mir das natürlich vorgestellt. Einer meiner Top-Tagträume als Kind war, wie ich vom Dieter Bohlen quasi meinen ersten, wie nennt man das, nicht Recall, sondern halt, ja, im Casting halt Casting. einfach, Mhm. wie ich da perform. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich dann da, ich weiß gar nicht, von wem das Lied ist, aber Punkrocker singen. Also dieses Oh, I Mhm. wish I was a Punkrocker with flowers in my hair. Das habe ich dann immer geübt daheim. Und natürlich habe ich mir dann immer vorgestellt, wie dann alle mega begeistert sind und sagen, sowas habe ich noch nie gehört. Also Aber sowas. Und wie quasi gleich Wien. Wir können die Show hier beenden. Wir haben sie. Wir haben den Ja. Superstar. Ja. Ja, als ich dann mit 17 wirklich zum Casting gegangen bin, kann ich euch sagen, liebe Wellensittiche, war es nicht so. Ha. Schade eigentlich, aber das erzähle ich Ja. vielleicht mal ein andermal. Ansonsten hatte ich noch einen Top-Tag-Traum. Der ist mir ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Und zwar habe ich mir immer vorgestellt, weil mein großer Bruder hat ja Eishockey gespielt und der hat auch professionell Eishockey gespielt, also auch schon als Jugendlicher war der in der DNL, also in der Hexenliga. Und ich habe mir aber immer vorgestellt, wie ich das Spiel dran kann, wenn es schlecht läuft. Mm. Also ich bin sehr oft auf der Rückbank beim Autofahren bei meinen Eltern geguckt, habe so aus dem Fenster geschaut und habe davon geträumt, wie bei dem Eishockeyspiel, wo wir jetzt gleich hinfahren, wie da alles schief geht und dann heißt so, Anja, kannst du bitte einspringen? Und dann, dass ich aufs Eis gehe und dass das quasi gewinne, das Spiel. Wow. Meinst du, ich habe schon mehr Eishockey gespielt, liebe Wellensittiche? Nein, kein einziges Mal in meinem Leben. Ich wollte gerade fragen, ob du da ein Profi warst. Ein Naturtalent. Aber in meiner Vorstellung, ihr wisst es eh. Ja, ich hatte noch aber mehrere Träume, aber ich hätte jetzt erst gern nur der Verena ihre Träume hören. Ich darf gern wissen, ob sie Vreni vorgestellt hat, dass sie so Springturniere gewinnt mit ihrem Pferd. Das kann ich Ja. mir vorstellen. Ja, das glaub ich. Ja, Mhm. es waren allerdings keine Springturniere, sondern Dressurturniere. Das Mm. habe ich mir tatsächlich vorgestellt, wo ich mein erstes Pferd gekriegt habe. An Rudi, kennt sie ja auch. Shoutout Rudi. Der Rudi ist sehr groß, sehr massig und sehr wunderschön. Aus der Zucht von meinem Opa. Und der ist als Fohlen in einen Stacheldrahtzaun reingekommen nein. und hat deswegen eine große Fleischwunde gehabt Oh Gott. und ist deswegen nicht bei der Fohlenauktion verkauft worden. Und dann haben meine Großeltern sich gedacht, den kriegt Verena. Und dann war ich 8 Jahre alt und habe ein Fohlen gehabt, Krass. Oh. das züchterisch sehr wertvoll war. Auf jeden Fall war der Rudi auch immer sehr wild und genauso wild wie schön. Und das war immer ein Problem, vor allem wenn man erst 8 ist und noch ein bisschen Schiss hat. Sorry. Ich wünsche mir, dass Leute das auch über mich sagen. Dass du genauso wild wie schön bist. Ich hatte denselben Gedanken gerade. Dann sind wir also gleich blöd. Nein, wir sind genauso wild wie schön. So, Ich werde es euch bei Gelegenheit mal nochmal sagen. danke. Verena, das danke. brauchen wir. Na, natürlich habe ich mir vorgestellt, wie der Rudi und ich Dressurturniere gewinnen, weil der sehr schöne Gänge halt auch hatte. Immer noch hat. Aber ja, na, es kam nie so weit, weil er immer sehr aufgeregt ist. Also es ist auch schöner, wenn man mit dem einfach nicht unter Like geht. Sorry, Rudi. Muss nichts Auch machen. das sagen die Leute über uns an. Genau. Ja, aber ich hatte auch noch andere Träume, oder mein größter Traum war eigentlich Schauspielerin zu werden. Ich war als Kind schon immer im Dorftheater, weil ich Aufführungen geguckt und habe mir gedacht, oh, ich will auch mitspielen. Süß. Und das hat sich dann nochmal sehr
verstärkt, als ich in München im Volkstheater war und das erste Mal im Brandner Kasper angeschaut habe. Und das war irgendwie 2004 oder so. Ich weiß nicht, wann der losgegangen ist da. Und da saß ich neben der Souffleurin und habe mir da dann auch gedacht, wow, da wollte ich professionelle Schauspielerin werden. Da habe ich mich schon schlau gemacht, wenn man auf die Otto-Falckenberg-Schule kommt und so. Naja, Cool. war aber nie was ich ernsthaft dann verfolgt habe, weil ja dann doch irgendwie klar war, sowas macht man nicht, werde nicht. Schauspielerin, ja, gut. Dann war ich 18, dann kam einer von der Theatergruppe, hat klingelt bei mir daheim, hat gesagt, Verena, uns ist eine abgesprungen, wir brauchen die, magst mitspielen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich überleg's mal. Und habe gefragt, wann Proben sind. Und dann hat er halt gesagt, da. Und dann war halt an dem Abend, wo er mich gefragt hat, war Probe. 1,5 Stunden später. Und dann bin ich halt zum Duschen gegangen und bin in die Probe gegangen. Klar, habe ich natürlich nicht überlegen müssen. Voll schön, dass du das erfüllt hast. Ja, das war echt schön. Ja, und seitdem, seit ich 18 bin ich dabei bei dem Haufen. Möchtest du einmal noch in irgendeiner Fernsehserie oder Film mitspielen? Ich war am Start. Ich sag's euch, wie es ist. Also, falls irgendwer jemanden braucht, jemanden sucht. Aber für was? Für was genau? Wie, für was genau? Naja, also Beispiel, ich träume ja davon, die Anfangsleiche in einem Krimi zu sein. Also zum Beispiel Ach so. in die Eberhofer-Filme, da, wo am Anfang von dem Film wird immer eine Leiche gefunden. Und das war gern ich. Ja. Okay. Nein, ich hätte schon gerne eine Sprechrolle. Bin ich ehrlich. Vielleicht kann ja jemand Anja als Laich engagieren. Bitte. Und ich darf gern was sagen, wenn es geht. Muss ja nicht viel sein. Aber ein bisschen, bloß ein bisschen. Wie das Freien Wind Drehst dann so ein Baum war oder so. Nein, da die Interviews mit euch führen natürlich. Hallo. Entschuldigung. Aber ich kann auch am Baum spielen, das ist kein Problem. So im Kindertheater. Mhm. Ich war ja mal eine Mozartkugel. Oh. Stimmt, ich habe als Kind mal Theater gespielt. Da gab es ein Kindertheater bei uns, ein Musical. Süß. Moz und Arti hieß es. Da ging es sehr viel um Wolfgang Amadeus Mozart und da gab es 2 Mozartkugeln in der Hauptrolle. Und eine von den Mozartkugeln war ich. Wow. Ich brauche ganz dringend ein Foto von dieser Mozartkugel. für mein persönliches Wohlbefinden. Ich mache gerade eine schwierige Phase durch und ich habe dieses Foto verdient. Okay, das hast du verdient. Das müssen die suchen, aber ja, für die suche ich es. Das liebe ich ja nur. Oh, geil. Aber ich finde es irgendwie schön, dass wir alle schon so ein bisschen Lust hatten als Kinder schon auf Bühne. Also Ja. ich war ja auch mit dem Ballett früh, also hatte ich früh Aufführungen, wo ich auf der Bühne war und auch in der Schule habe ich oft so, ja, so theatermäßig, ich war immer das Christkindl jetzt ja in der Grundschule, das dann als Knecht Ruprecht Gedicht aufsagen muss und so. Also die Bühne hat uns schon alle interessiert, finde ich spannend. Das habe ich gar nicht so Ja. genau gewusst bei dir auch, Verena. Stimmt, ja. Ja, voll schön. Hast du nur so ein paar random Träume vielleicht auch gehabt, Res? Wenn es um so ganz aus dem Zusammenhang gerissene Sachen geht, dann weiß ich nicht, darf mich bei euch auf jeden Fall interessieren, ob ihr das auch gehabt habt, wenn ihr im Auto mit euren Leuten mitgefahren seid und auf der Rückbank gesessen seid. Das war meine perfekte Zeit für Tagträume, so wie für die mit den Eishockeyspiele. Ja. Da war es das Beste, wenn es geregnet hat und man die Regentropfen auf der Scheibe zuschauen können hat und man dann geschaut hat, welcher Regentropfen gewinnt. Das war ganz wichtig für mich. Ja, für Und- mich auch. Und was ich auch, es ist nicht so richtig ein Tagtraum, aber das verbinde ich schon auch so ein bisschen damit. Ich habe eine Zeit lang echt gedacht, ich bin das ausgewählte Kind. Weil, wenn man nachts von irgendwo so heimgefahren ist und man hat einen Mond gesehen als Kind, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, der Mond verfolgt dieses Auto, weil ich da drin sitze, weil ich das ausgewählte Kind bin. Und er begleitet mich heim, weil er auf mich aufpasst. Das ist voll schön. Und das finde ich so süß im Nachhinein. Also so bescheuert, aber auch so süß. Na, ich glaube, dass ich den Gedanken auch gehabt habe, dass der Mond uns Nein. begleitet. Also ich habe nicht gedacht, dass er mich jetzt begleitet, aber halt unser Auto. Doch. Oh, süß. Hast du noch irgendwelche absurden Tagträume gehabt, Anja? Ja, ich habe sehr, sehr oft davon geträumt, dass ich ganz reich mal war, oder meine Eltern. Und dann hätten
wir eine Achterbahn im Garten. Ich liebe Ja, ja Achterbahn fahren. Und noch besser, eine Achterbahn, die bis zur Schule geht. Da haben meine beste Freundin Mia und ich sehr oft davon geträumt, wenn wir dann quasi mit der Achterbahn in die Schule fahren dann. Geil. Das war schön gewesen für uns. Ich bin sehr traurig, dass ihr nicht so Achterbahnmäuse seid. Vielleicht kann ich euch da nur irgendwie davon überzeugen. Ihr müsst einfach mal mit mir in den Europapark fahren. Schauen wir mal. Also da bin ich sofort dabei. Ich bin eigentlich schon eine Achterbahnmaus, da haben wir letztes Mal ja drüber geredet. Ich mag nur keine Loopings, aber vielleicht da ich mich noch mal rantrauen und mich überzeugen lassen, dass mir doch gefällt. Kommst mit, Vreni? Ich fühle mich dann von unten, ja. Oh Mann, das darf man so viel Also ich tun. bin letztes Jahr im Märchenwald sehr intensiv Kattelbahn gefahren. Das fand ich cool und habe mir da aber gedacht, das passt da. Also schlimmer muss gar nicht sein. Okay. Ah ja, mal schauen. Vielleicht kriege ich ja noch so weit. Sonst Ja. müssen wir vielleicht einfach drum Vielleicht. spulen. Oh. Und dann hat die das noch, das würde ich auch gerne wissen, ob ihr das auch hattet, dass, wenn ich eine Werbung gesehen habe, dass ich mich dann oft auch da eingetrampt habe. Also es gab zum Beispiel so, keine Ahnung, Prinzessinnen-Sets oder so. Also was du halt so Krone oder so dann aufhocken hast können. Und dann haben sie die Kinder in der Werbung ganz, ganz schnell draht, wie in die Disney-Filme. Und wenn sie dann fertig waren mit dem Drehen, dann waren sie eine fertig angezogene Prinzessin. Ja. Und dann habe ich mich in meinem Zimmer auch ganz, ganz, ganz schnell draht. Und es ist nichts passiert. Schade. Habt ihr das auch schon mal ausprobiert oder habt ihr auch sowas mit der Werbung gehabt? Ich nicht. ich gar muss nicht. überlegen. Wahrscheinlich habt ihr selber nicht so viel Fernsehen geschaut wie ich. Also Vielleicht. das mit in andere Welten einversetzen, das habe ich mit Birchel gehabt und mit Hörspiele ganz viel. Aber so mit der Werbung, von Werbung habe ich meistens nur Ohrwürmer gehabt. Mein Lieblingsohrwurm aus der Kinderwerbung ist der Pipi-Max-Song. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ja, ja. Wie ist der Ich wollte gegangen? auch unbedingt diesen Hund haben. Ja, ja. Habt ihr den gehabt? Nein. Mhm. Hast du den gehabt? Nein, die Jasmin hat ihn gehabt. Ich war voll scharf drauf. Aber Boah. wenn dann eine sehr enge Freundin hat, dann geht's schon. Dann kann man dann Ja. auch damit spielen. Ja. Also für alle, die das nicht kennen, das war so ein kleiner Spielzeughund. Und der hat in Anführungsstrichen bieseln können. Ja. Das hat einfach, hast glaube ich Wasser irgendwo reingefüllt. Ja. Dann hat der so sein Beinchen gekommen und hat Pippi gemacht und anscheinend war das was uns überzeugt hat als Kinder. Ja. Sehr schön. Und ich habe auch immer nur davon geträumt, fällt mir auch gerade noch ein, dass ich auf dem Berg wohne. Also ich wohne ja schon nah an den Bergen, aber ich wollte auf dem Berg oben droben wohnen, weil ich so gerne auf Bergwiesen gespielt habe. Also ich habe mich da gerne runterrollen lassen und auch gerne im Wald. Ich habe ewig lang im Wald spielen können und deswegen habe ich mir gedacht, es war einfach perfekt, direkt gleich auf dem Berg zu wohnen. Mhm. Schön. Ja. Wo wir wieder beim Thema waren, Sag's nicht. Almöhi, Sag's nicht. Hör auf. Almöhi, ich wollte schon immer mal auf dem Berg wohnen. Naja, Hm. ich war die bessere Partnerin als Dres. Ich muss mich gerade so zurückhalten. Ich hätte so schlimme Sprüche auf der Pfanne, aber ich halte mich zurück. Ich halte mich zurück. Du wirst es schon noch Ja. sehen. Schaut eigentlich. Ich hätte es gern gehört und ich glaube, die Wellensittiche da draußen auch. Meint ihr eigentlich, der Almöhi hört unseren Podcast? Ich weiß, dass er unseren Podcast hört. Ja, weil wir haben ja, wir haben ja ein, zwei Hörer aus der Schweiz und ich stelle mir einfach vor, dass das da irgendwie ist. Naja. Der Des hat das anscheinend gesagt, dass es ist. Tja. Gut, machen wir weiter, oder? Du rast aus. Naja. Wenn du das so genau weißt, dann sag mir doch, welcher Schachtel das am liebsten racht. Der Almöhi raucht nicht, das war eine Fangfrage. So, und jetzt kommst du, der raucht nämlich Hexens Pfeiferl. So, können wir jetzt bitte weitermachen? Was ich auch gerne nur von euch wissen möchte, ist, was ihr sonst noch so für Berufswünsche gehabt habt. Weil wir haben jetzt festgestellt, dass wir alle irgendwie auf der Bühne gern stehen wollten. Ne? Was war sonst noch? Weil man hat ja auch schon als Kind aber einen Plan Bs, was man sich vielleicht cool vorgestellt hat als Kind. Was war das bei dir, Res?
Bei mir waren das definitiv keine Plan Bs. Ich habe als Kind gedacht, das ist mein Plan A. Ich wollte ganz, ganz dringend Ärztin werden, und zwar Tier- oder Kinderärztin. Das habe ich mir sehr, 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 sehr cool vorgestellt, und das habe ich auch intensiv mit meinen Barbies gespielt, dass ich Kinder- oder Tierärztin bin. Also das, ja. Genau, da habe ich verschiedenste Hunde und Pferde verarztet und natürlich auch, weiß ich nicht, mich um kleine Babys gekümmert als Ärztin. Ja. Der Traum ist dann irgendwann geplatzt, als ich mit meinem Kater, mit dem Lenny, tatsächlich beim Tierarzt war ich glaube, da war ich 17 oder so. Und er hat operiert werden müssen. Und es war niemand da, außer diesem Tierarzt und mir. Und der Tierarzt hat dann gesagt, naja, dann hilfst mir halt du, oder? Und das hat, also ich will das jetzt nicht beschreiben, weil es war echt nicht schön, aber ich bin während dieser OP auf jeden Fall ohnmächtig geworden, weil es einfach so schlimm war für mich, gerade zum Sehen, wie mein Tier da liegt und wie es ihm einfach nicht gut geht. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich glaube, ich kann das nicht. Genau, deswegen bin ich keine Tierärztin geworden. Ja. Boah, da war ich auf jeden Fall auch ohnmächtig geworden, krass. Ja, ich fand das auch im Nachhinein irgendwie ein bisschen wild. Also na klar, er wollte meinem Tier helfen, er wollte meinem Kater helfen, aber ja, ich war auch nicht darauf vorbereitet. Er hat mir auch nicht gesagt, ich werde jetzt das und das und das machen. Naja, genau. Und was ich auch noch weiß, was ein großer Traum von mir war, was ich ganz oft in Freundebücher geschrieben habe, war Stewardess. Ich habe nämlich ich habe verschiedene Barbie-Bücher gehabt, wo die halt verschiedene Berufe ausübt, und eins davon war halt Stewardess, und das habe ich mir so cool vorgestellt, diesen Lifestyle, wo du einfach umeinander fliegst und du bist aber auch in Kontakt mit Leid, du musst da ein bisschen das halt gut kennen, aber du bist da an 1000 verschiedene Orte auf der Welt. Das fand ich immer richtig gut. Und als ich klar war das aber nur so, dass du eine bestimmte Größe haben musst, um Stewardess zu sein. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Und ich war einfach immer zu klar dafür, und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann kann ich also nicht Stewardess werden. Das war bei mir gar nicht so präsent, weil ich bin das erste Mal mit 18 geflogen. Ich bin davor auch nicht geflogen. Ich habe das nur aus diesem Buch gekannt, also nicht Nur aus dem Barbie. nur aus dem Barbie-Buch. Ich habe mir gedacht, aha. Naja, hat sich nicht viel geändert. Wie war es bei dir, Verena? Was waren deine Berufswünsche als Kind? Wo ich ganz klar war, wollte ich immer Autorin werden. Also schreiben. Ist mir eigentlich auch geblieben so. Also, dass ich schreibe nach wie vor gern Texte und so. Und bin ja auch dann so mit unserem Studium und so in die Richtung gegangen. Und dazwischen wollte ich unbedingt Radiomoderatorin werden. Das war mal so, in meiner Jugend war ich mal bei einer Freundin daheim, und ihr Papa hat für den BR gearbeitet. Und der hat mich noch nicht kennt, und der hat mich nur reden hören, ein Stockwerk weiter oben. Und dann bin ich runtergekommen, und dann hat er gesagt, hey, du hast voll die Radiostimme. Und dann war ich so, echt? Wow. Und der hat mich dann eigentlich so auf den Trichter gebracht. Ich habe dann nach der Schule auch ein Praktikum gemacht beim Radio. Und habe auch während dem Studium noch Praktika beim Radio gemacht. Also eigentlich habe ich gemeint, ich gehe zum Radio. Ich bin mittlerweile ganz froh, dass ich nicht beim Radio bin, weil es echt nicht mehr mein Medium ist. Aber ich sitze hier vor einem Mikrofon und rede da eine. Und das finde ich richtig, richtig schön, dass es jetzt irgendwie auf eine Art doch noch hingehauen hat. Voll schön. Ja, von dir habe ich gelernt, dass es das Wort Radiogesicht gibt. Nicht von deinem Anblick, sondern du hast das selber gesagt. Ja, ich habe ein Radiogesicht, und da hat es mich so zerrissen. Da habe ich das allererste Mal gehört. Seitdem habe ich das von sehr vielen Menschen gehört, aber du warst die erste Person. Diese Frau ist zum Schießen. Habe ich dich überzeugt? Ja, bin immer nur der Meinung, dass du eine gute Radiomoderatorin warst. Aber auch eine wunderschöne Schauspielerin, weil ich möchte das mit dem Radiogesicht hier nicht unterschreiben. Stimmt. So gesagt haben. Ja, gut. Probieren wir es mal. Vielleicht Herz, wer der es hören soll. Ja, eben. Hast du sonst noch irgendwelche Berufswünsche gehabt als Kind, Vreni? Na, eigentlich nicht. Ich wollte immer irgendwas Praktisches machen. Auf keinen Fall einen Bürojob. Naja, schaut mir an, was habe ich jetzt einen Bürojob? Herzlichen Glückwunsch. Ja, meine Berufswünsche als Kind waren neben dem, dass ich Britney Spears werde, was ich offensichtlich nicht geworden bin,
Außer, dass ich eine schwache Stimme gekriegt habe. So wie ich es mir gewünscht habe. Aber das Äußere hat irgendwie nicht funktioniert. Naja, schade eigentlich. Ich habe mir gedacht, dass Verkäuferin ein richtig geiler Beruf ist als Kind. Und zwar habe ich mir gedacht, dass es sau Spaß macht, wenn du da so einen Artikel über die Kasse drüber ziehst und das Piep macht. Also habe ich mir gedacht, das muss einen doch so richtig befriedigen. Und ich muss sagen, wenn meine Nichte so alt ist, dass das kapiert, dann werde ich so einen Kaufland kaufen, weil inzwischen gibt es so Scanner, man kann dann sogar Karten einhalten und so. Habe ich das letzte Mal gesehen in irgendeinem Video. Ach, geil. Ja, und da möchte ich spielen. Dann werde ich es vorwandmäßig werde ich meiner Nichte kaufen und sagen, da, schau mal, der Kaufladen, den der Tante gekauft hat, und dann werde ich dahinter stehen. 2,50 bitte. Aber hast du dieses Glücksgefühl, wenn du bei der Selbstbedienungskasse, beim Self-Checkout, wenn du da was scannst, macht dich das glücklich? Nein, das macht mich nicht glücklich. Da habe ich immer so das Gefühl, ich werde beobachtet, ob ich wo stehe. Das setzt mich total unter Druck. Ja, kenne ich. Also nicht, dass ich jemals den Impuls hätte, was zu stehlen, aber ich habe Angst, dass das andere Leute denken. Ja, okay. Deswegen. Warum macht euch das glücklich? Nein, aber ich habe gedacht, das ist das Nächste, was da dran kommt, und das hast du ja bestimmt schon mal gemacht. Jetzt wollte ich wissen, ob die das glücklich macht. Ja. Ja, es macht mich schon nicht unglücklich, aber Okay, gut. ich glaube, als Kind habe ich es mir generell geiler vorgestellt. Ich glaube, wenn man dann hinter der Kasse sitzt, werde sie das Gefühl auch sehr schnell abnutzen. Ja, das befürchte ich auch. Da habe ich nur gedacht, das ist super, und ich habe auch gern sowas gespielt. Also ich habe einen Kaufland gehabt, ich habe auch, wo meine Eltern gebaut haben, habe ich eine Beiwar aufgemacht bei uns daheim. Für alle, die nicht aus Bayern sind, das ist quasi ein Baumarkt. Und da habe ich dann Nägel zusammengesammelt von der Baustelle eben, und die Maurer haben wir das dann abkaufen müssen für Sterner. Naja. Haben sie es gemacht? Natürlich, man muss ja schauen, wo man bleibt. Als Vierjährige. Das finde ich aber auch süß, die Vorstellung, dass so ein gestandener Mann erstmal an deiner Beiwar vorbei muss, bevor er weiterarbeiten darf. Ich liebe es auch, dass ich schon mein ganzes Leben lang eine Geschäftsfrau offensichtlich war. Also ich bin für die Selbstständigkeit geboren. Mit 4 schon mal erst die Beiwar gehabt. Mit 6 habe ich einfach, das ist kriminell. Ich habe einfach Beutel von der Britney Spears ausgedruckt, weil die da halt mega den Hype hatte, als wir in der 1. Klasse waren. Und dann haben wir das meine Mitschüler abkaufen müssen für 1 Mark. Und 1 Mark war damals wirklich viel. Ja. War früh, ja. Ja. Krass. Mein Papa war halt einer der wenigen, die damals einen Drucker gehabt haben, und das habe ich halt ausgenutzt. Schön illegal hier. Geschäfte gemacht. Finde ich gut. Schön. Ja. Ich muss nur überlegen, ob ich sonst da einen Beruf gehabt habe. Ja, ich habe mir auch noch vorgestellt, das war auch noch einer meiner Tagträume tatsächlich, dass ich einen Bauernhof habe, weil meine 2 besten Freundinnen in der 3. und 4. Klasse hatten jeweils einen Bauernhof, und das fand ich natürlich mega cool, da waren sau viele Viecher. Und ja, aber ich habe dann auch irgendwann, wo wir älter waren, dann mitgekriegt, wie viel Arbeit das ist, wenn ich dann mal mitgeholfen habe. Wenn du dann da so einen Tag auf dem Feld verbringst, dann hast du nicht mehr so Bock, zumindest als Teenager. Ja. Da hat sich das wieder enttraumatisiert. Und in meiner Jugend habe ich mich dann voll für Journalismus interessiert und für Menschenrechte. Ich wollte dann Anwältin für Menschenrechte werden, aber als ich dann älter geworden bin, habe ich ja festgestellt, dass ich, glaube ich, nicht gemacht bin für Gesetzestexte lesen, also für ein Jurastudium. Daher haben wir das auch wieder verworfen. Ich finde es nach wie vor brutal, Vreni, dass du die traut hast in der Jura-Vorlesung. Wir hatten ja ein Semester, hatten wir ja Medienrecht, in der Rechtsvorlesung, dass du die da traut hast, bei der Klausur abzuschreiben. Weil das hätte ich mir nicht traut. Da hätte ich schon die Anzeige gefühlt. Da hast du nach dieser Klausur zu mir gesagt, wenn du alles falsch hast, habe ich auch alles falsch. Da habe ich gedacht, das hast du nicht gemacht. Du kannst doch nicht. Doch. Das ist ein Rechtsanwalt, der uns da unterrichtet.
Das habe ich seit der 6. Klasse mit meiner Freundin Anna perfektioniert, wie man sie am besten gegenseitig hilft. Mir das kein einziges Mal traut, das ist eigentlich fast peinlich. Wie uncool kann man sein? Ich habe mich kein einziges Mal in meinem Leben traut, abzuschreiben. Okay. Naja, gut. Mei, ich kann halt besonders gut schirkeln. Und deswegen ist vielleicht nicht so aufgefallen, wenn ich über mein Blatt gebeugt sehr weit nach links oder rechts geschaut habe. Ja, aber ich dachte doch auch aus dem Inzestdorf käme, genauso wie du. Aber ich schirkelt anscheinend zu wenig. Ja. Nicht genug. Ach ja, schön. Habt ihr mal in der Schule so einen Berufseignungstest gemacht? Ja. Was kam da raus? Ich weiß das nur ganz genau, das war, als wir in die Oberstufen gekommen sind. Da ist irgendjemand von außerhalb zu uns in die Schule gekommen und hat so einen Berufseignungstest mit uns gemacht. Und ich weiß nur, dass ich da halt angegeben habe, dass ich gut mit Leid kann, dass ich einfühlsam bin und dass ich auch teamfähig und aber auch gut allein arbeiten kann. Wollt ihr mal raten, was rausgekommen ist? Was? Bestatterin. Was? Ah, Einfühlsam, kann gut mit Leid, kann gut allein arbeiten, aber auch im Team. Naja, wo tun wir es hin? Okay. In einem Bestattungsunternehmen. Naja, gut. na gut. Aber ich glaube, dass das tatsächlich echt ein schöner Job sein kann. Also ich stelle mir das tatsächlich ganz, ganz schön vor. Also die Trauerbegleitung dazu machen, ich finde das gar nicht ungut, den Beruf. Es war nur nicht das, was ich mir damals in der 10. Klasse vorgestellt habe für mich. Es hat sich jetzt nicht so cool angehört wie Journalistin, was bei meiner besten Freundin Simone rausgekommen ist. Naja. Naja, das kann ich toppen, Mhm. weil bei meinem Test ist ja raus, das habe ich glaube ich schon mehr erzählt, oder? Was bei mir da rausgekommen ist. Na, sag's uns. Tankwart. Das ist ja mein Traumberuf. Geil. Krass. Ja. Also ich bin jetzt meistens schon da, wo Leute viel tanken, nur anders. Wow. Ja, na, da war ich extrem enttäuscht. So. Also, ich habe doch hier gerade angegeben, dass ich auf dem Gimmi bin, dass ich vorhabe zu studieren. Und dann habe ich halt auch voll die Erwartungen gehabt, dass da jetzt was krass rauskommt. Dann kam ein Tankwart. Ja. Und Wild. dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch bei uns nicht einmal, den Beruf, was soll das? Also klar, es gibt Ja. Tankstellen, Shop-Mitarbeiter, aber so wie in anderen Ländern, dass da Leute halt stänger und dann dein Auto tanken, das gibt's ja bei uns nicht einmal. Also ich bin quasi einfach ein absoluter Nichtsnutz. Oh. Die haben einfach gewusst, du liebst es zu reisen und du musst einfach auswandern und dann dort Tankwart werden. So nämlich. Das ist nämlich wieder was anderes, weil das da nämlich geil finden an sich, weil da riecht es ja dann die ganze Zeit nach Benzin. Das finde ich gut. Ja. Sehr schön. Dann kämen wir jetzt zu der beliebten Kategorie. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Leck mich fett in die Fressen geschissen. Und zwar, da die da jetzt gern was von euch wissen, was vielleicht ein bisschen ganz leicht off-topic ist, aber ihr wisst es ich bin verfressen, wir sind verfressen. Und da wir über Kindheit geredet haben, da die gern von euch wissen, was waren denn für euch die 3 besten versus die 3 schlimmsten Gerichte bzw. Lebensmittel, als ihr klar wart? Res, legt gern los. Ich darf gerne mit den Besten anfangen. Auf dem 3. Platz habe ich Grießbrei. Das war mein Traum von der Schule heim zum Kommen, an einem Herbst- oder Wintertag. Und dann hat es Grießbrei zum Mittag gegeben. Schön mit Zimt und Zucker oben drauf. Manchmal hat meine Mama nur so braune Butter dazu gemacht, also Butter in der Pfanne heiß gemacht, bis die so ein bisschen karamellisiert und so braun ist und das dann oben drüber. Boah, mega geil. Vielleicht noch, wenn es richtig gut gelaufen ist, hat es noch rote Grütze dazu gegeben. Boah. So, da war ich sehr glücklich. Das waren die guten Tage. Geil. Auf dem 2. Platz auch was ich, also Grießbrei ist ja irgendwie seitdem quasi gar nicht mehr und auch den 2. Platz habe ich schon ewig lang nicht mehr gegessen, sind Maultaschen. Das habe ich als Kind so geliebt. Maultaschen, entweder so abbrauen oder so oder als Suppen. Geil.
Sehr, sehr geil. Ich habe auch richtig Lust drauf. Muss ich mir echt mal wieder machen, weil ich finde, das ist so ein schönes, schnelles Essen. Hat mich als Kind sehr erfreut. Ja, mag ich irgendwie gar nicht so gern. Aber habe ich auch noch nie mögen. Na? Aber vielleicht habe ich einfach keine geile da Wuschen. Ich weiß, dass da meine Oma war eine große Bofrost-Verfechterin und vom Bofrost hat es richtig geile Maultaschen gegeben. Die waren brutal. Da war die Ah, ja. Nudel außen auch ganz, also der Dork außen. Das ist eine Nudel. Schon, oder? Oh. Ja, das ist schon Nudeldorg, glaube ich schon. Der war sehr dünn und der war aber so einmal innen eingeschlagen. Also das war wie eine Spirale innen. So das, also wie Rouladen quasi. Das war richtig, richtig gut. Und mein allerliebstes Lieblingsessen, was ich mir auch mindestens ein, zwei Mal zum Geburtstag gewünscht habe, war Backcamembert mit Preiselbeermarmelade. Oh, Das fand ich so zum gut. Geburtstag finde ich geil. Ja. Das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, dass da was Feines gibt. Mega. Ja. Und dann kämen wir schon zu den 3 schlechtesten. Auf Platz 3 sind bei mir schon seit jeher, das hat sich auch durchgezogen bis ins Erwachsenenalter, Gnocchi. Da kannst du mal komplett gehen. Das, Echt? Also ich bin ja, Echt? ich darf ja sagen, ich bin Deutschlands größter Pasta-Fan. Und auch Pasta, also der Pasta-Verzehr von Deutschland, da gingen 50% wegen mir drauf, das sage ich euch. Aber Gnocchi, das ist ja Kartoffelorg. Und da kann, also aus Kartoffeln kann man Ja. so viel Schönes machen. Aber Gnocchi geht gar nicht. Mag ich überhaupt nicht. Oh Gott, ich habe gerade Angst, dass ich dir das schon mehrfach angeboten habe, weil das ist ich so gern. Hast du, glaube ich, noch nie, ne? Nein. Okay, gut, ja. Sonst hätte ich es ja zu hören gekriegt. Nein, ich hätte gesagt, ja, danke, voll gern und hätte es gegessen. Und Ja. so habe ich es nämlich bei meinem Platz 2 gemacht. Achtung, ich habe als Kind, und das ist auch ein bisschen bis heute noch so, ich mag einfach die Konsistenz von viel Fleisch nicht in meinem Mund. So Gulaschfleisch oder so. Das habe ich als Kind überhaupt nicht wegen so, wenn du da drauf rumkaust und das wird gefühlt immer mehr im Mund. Ja. Und ich habe oft nach der Schule bei meinem besten Freund gegessen. Heute geht es viel um den Jonas. Ich hoffe, du hörst es. Und da hat es halt öfter mal eben genau so eine Art von Fleisch gegeben. Und ich war aber zu schüchtern, um zu sagen, dass mir das nicht schmeckt. Und dann habe ich das ganze Fleisch, das auf meinem Teller war, alles in meinen Mund gemacht, habe dann gesagt, ich muss aufs Klo und habe es dann ins Klo gespuckt, weil ich es einfach nicht essen können habe. Und weil ich mich aber nicht traut habe, zu sagen, dass ich es nicht essen kann oder wo ich. Scheiße. Ja. Und so hätte ich es mit deinen Gnocchi wahrscheinlich auch gemacht, Anja. Also du hättest es nicht mitgekriegt, dass ich es nicht will. Aber meine Blume war einfach kaputt worden, weil da lauter Gnocchis drin waren. Ich habe es ins Klo gespuckt. Ja, schon, aber in meiner Vorstellung hast du es gerade einfach dann in die Ach so. Zimmerpflanze. Ach so, okay. So. Ja. Ja. Und auf Platz 1 von Sachen, die ich als Kind überhaupt nicht mögen habe und die ich seitdem auch nicht mehr gegessen habe, ist Hühnersuppe. Also so mit so Händlnudeln und so Hühnchenwürfel und Erbsen und so. An sich kein schlechtes Essen, aber ich glaube, da geht es auch viel Leid so. Ich habe das mal gegessen und habe danach Magen-Darm gekriegt und habe das deswegen leider wieder von mir gegeben. Und deswegen habe ich das, also von dem Zeitpunkt an habe ich das immer damit verbunden, dass man halt total schlecht wird und total schlecht geht. Deswegen kann ich das nicht sehen, riechen, wo ich nichts damit zum tun haben. Das ist mein Platz Das 1. fühle ich auf jeden Fall mit dem, dass wenn man da mal davon gespielt hat, dass man es dann nicht mehr mag. Ja. So geht es mir mit Sangria. Aber das ist eine andere Geschichte. Vreni, gib uns deine. Ich fange an mit den 3 besten Essen, Gerichte, Lebensmittel aus meiner Kindheit. Und zwar auf Platz 3 habe ich sehr geliebt, Bum-Bum-Eis. Der Kaugummi hat ganze 2 Sekunden geschmeckt, der da an diesem Eisstiel, oder der Eisstiel war. Aber es war geil. Hat mich richtig gefreut. Ja. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Aber es macht mich auch nicht mehr so, wenn ich ehrlich bin. Das ist so geil. Weißt du, was es jetzt auch gibt? Oder wisst ihr, was es jetzt auch gibt? Es gibt, Kaktusspitzen. ja, aber es gibt Bum-Bum-Kaktusspitzen. Also
quasi Bum-Bum-Eis in so Was? kleine Quadrate. Das heißt Kribbel-Bribbel. Und es schmeckt genauso wie das Geil. Bum-Bum-Eis. Und es ist so geil. Also Echt, das müsst ihr oder? euch holen. Das habe ich letzten Sommer entdeckt. Das ist mega gut. Geil, danke. Also, ich kaufe mir ja nach wie vor regelmäßig Bum-Bum-Eis und ich freue mich ja immer, wenn es in meinem Gefrierschrank ist. Ja. Das ist geil. Der Kaugummi schmeckt zwar nach wie vor nur 1 Sekunden, das hat sich nicht geändert, Okay. aber man macht halt dann eine riesen Luftblasen Ja. und dann platzt dann das einmal komplett ins Gesicht und dann tut man ja raus. Richtig. Stimmt. Tschüss. Aber was ist denn der Platz 2, Vreni? Auf Platz 2 meiner Leibspeisen als Kind ist Schnitzel mit Pommes gewesen. Klassiker. Also immer, wenn wir beim Essen waren oder auch daheim, Schnitzel mit Pommes, ist immer gegangen. Und auf Platz 1 das allerbeste Essen aus meiner Kindheit waren der Oma ihre Kircherl mit Apfelkompott. Also Kircherl auszogene haben wir schon mal gehabt. Und Oma hat immer donnerstags gekocht und da gab es immer eine Suppen und eine Mahlspeis. Und ich habe es am allermeisten geliebt, wenn es Kircherl gab. Und ich habe auch donnerstags Schwimmunterricht gehabt von der Schule aus. Und wenn man das richtig aushungert heimgekommen ist und auch noch später heimgekommen ist wie sonst, wegen Schwimmen und bla, das war richtig geil, sie dann da sehr viel Kircherl reinzupfeifen. Und das Apfelkompott war auch richtig, richtig geil. Dann mache ich weiter mit den 3 schlimmsten Gerichte aus meiner Kindheit. Was ich überhaupt nicht mengen habe, waren Zucchini, die ich heute sehr, sehr gern mag. Das war ja plötzlich so ein Gemüse, das war plötzlich da. Das hat es ja irgendwie erst nicht gegeben und dann haben es alle gegessen. Echt? Und ich erinnere mich auch an einen Bergausflug mit meiner Schule in der 5. Klasse. Und da haben wir eine andere Lehrerin, die uns nicht unterrichtet hat, mitgenommen als Aufsichtsperson. Und die wollte dann was extra gekocht haben. Abends für uns gab es Nudeln mit Tomatensauce und sie wollte was anderes. Und für sie musste man auf alle Fälle ein Zucchini irgendwie verwerten. Und ich habe angefangen, diese Zucchini zu schneiden. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, Verena, vielleicht solltest du die Zucchini vorher schälen. Hä? Und dann habe ich mir gedacht, Hä? Na? also die war auch neu im Zucchini-Game und hat es auch noch nicht ganz kapiert. Okay. Das habe ich Naja. nie gehört, dass man die shade. Naja, auf Platz 2 hasse ich nach wie vor Rosinen. Ich mag es einfach nicht. Ja, Wenn die Oma einen Apfelstrudel gemacht hat, gab es immer eine Reine mit Rosinen und eine Reine ohne Rosinen. Und dafür bin ich ihr auch jetzt postmortem noch sehr dankbar. Mit der geilsten Vanillesauce der Welt übrigens. Gab's Geil. den Geil. Strudel immer. ich muss was Ja. zu den Rosinen einwerfen. Und zwar mag ich Rosinen, also ich weiß nicht, ob ich es offiziell generell mag, aber anscheinend mag ich es seit letztem Jahr, weil in Costa Rica, da hat es so selber gemachtes Granola gegeben, also so Müsli-Zeug, in diesen Fruchtbowls innen drin, also in diesen Frühstücksbowls. Und da war auch Rosine mit drin. Und da habe ich mir erst gedacht, scheiße, aber war ja auch, wie hätte ich jetzt auf Spanisch sagen sollen, dass ich keine Rosine will. Also habe ich es halt einfach gegessen und habe mir gedacht, das wäre jetzt auch so ein Moment, wo ein bisschen eine Träne dann läuft. Aber es hat mir irgendwie geschmeckt. Das erste Mal. Okay, Daher wild. vielleicht muss der auch noch mehr eine Chance geben im Granola innen drin. Ich bin fair, also wenn es wo drin sind, dann ist es auch einfach mit. Aber Ich war vorher schon eine Außenrummesserin. es gibt mir nichts. Ja, ich mag ja, dass der Teller aufgeräumt ist. Ach so, ja, dann müssen sie halt weg, das stimmt. Das verstehe ich. Ja. Ich bin, seitdem ich klar bin, dazu erzogen worden, Rosinen zu essen, weil es sehr oft, eigentlich viel zu früh, Traube, Nuss, Ritter Sport gegeben hat für mich. Und die ist hier reingegangen, links und rechts. Ja, ich möchte die Schokolade mit Alkohol, Opa, danke. Das war als Kind ganz lang meine Lieblingsschokolade. Naja, das wollte ich nur kurz dazu sagen. Vielleicht erklärt das, warum ich so bin, wie ich bin. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war die auch so geworden, Mal wieder. ohne Alkohol. Hast Schön. Ja, ich habe auch sehr viel Eierlikör-Torte gegessen. Da haben wir letztes Mal drüber geredet, ja, weil unsere beiden Omas diese Eierlikör-Torte mit dem Eierlikörspiegel oben gemacht haben, gell? Ja, der ist so gut. Ja.
Naja. Kann ich nicht mit drehen. Schmeckt mir halt auch noch nicht so gut. Naja, auf Platz 3 meiner schlimmsten Essen aus der Kindheit ist Gulaschsuppen. Mhm. Habe ich nie mengen. Bin auch heute noch kein Fan. Ich weiß nicht. Ich mag es einfach nicht. Verstehe. Ich is, wenn ich muss. Wenn es nichts anderes gibt. Aber ich mag es eigentlich nicht. Na gut, was sind deine 3 schlimmsten und deine 3 besten Gerichte aus der Kindheit, Anja? Also, ich fange an mit den 3 besten Gerichte für mich, als ich klar war, in meinem Mund innen drin. Und zwar auf Platz 3 war es Suppe in sämtliche Varianten. Ich habe gern Grießnockerlsuppen, ich habe gern Ja. ich habe gern Gemüsesuppe mengen. Das war eines der ersten Gerichte, das ich selber kochen habe können. Das haben wir in der Grundschule gelernt und dann habe ich das natürlich ständig gekocht. Mhm. Und ich muss gestehen, und ich glaube, dass sehr viel meiner aktuellen Krankheiten darauf zurückzuführen sind. Ich war ein sehr, sehr großer Fan von der heißen Tasse als Kind. Ich habe mir so oft dieses Pulver angerührt. Und das ist im Nachhinein eigentlich so kreislig. Da hat es so Brokkolisuppen und Tomatensuppen gegeben. Es war halt einfach nur Pulver, wo du heißes Wasser draufgeschüttet hast. Fand ich ausgezeichnet. Das habe ich ja dieses Jahr erst für mich entdeckt und ich verstehe deine Kindheits-Ich, weil es gibt, finde ich, nichts Besseres als abends, wenn man nur so ein bisschen Hunger hat, aber absolut keinen Bock auf Kochen, gibt es nichts Besseres wie eine heiße Tasse Champignon. Bin ich dabei. Vielen Dank für diese Champignon-Cremesuppe. Ja, ich habe irgendwann mal in irgendeiner Doku gesehen, dass das nicht so gesund sein soll für den Darm. Und naja, ich glaub's. Na gut. Auf Platz 2 der besten Lebensmittel für mich als Kind waren Süßigkeiten. Also ich war ein absolutes Süßigkeitenkind und bin es auch heute eigentlich noch. Und ich habe Happy Hippo sehr geliebt und Kinder Schoko Fresh und das tue ich ja heute noch. Also, alles, was mit Haselnusscreme ist, richtig geil. Ich mag auch, also die einzigen aus der Merci-Packung, die für mich sehr schmackhaft sind, sind auch die mit Haselnusscreme. Es ist einfach was Gutes, so eine Haselnusscreme. Da kannst du nichts dagegen sagen. Da auch die Werbung dafür machen. Ja. Darf mich dazu leider nicht so intensiv äußern, weil ich auf Twitch in meinem Stream schon öfter mal so Ranglisten gemacht habe von Süßigkeiten. Und ich habe mittlerweile ein Verbot, das zu machen. Mein Chat möchte es nicht, dass ich das nochmal mache, weil da immer sehr große Diskussionen und Streits ausbrechen, weil es gibt anscheinend falsche Meinungen, wie zum Beispiel meine Meinung, dass ein Kinder Schokofresh viel geiler ist als ein Kinder Pinguin. Und das zu sagen in meiner Twitch-Community, das gleicht einem Kriegsverbrechen. Da muss ich ganz vorsichtig sein. Deswegen ist das auch jetzt das Letzte, was ich da dazu sage. Ich äußere mich nicht mehr. Ohne deinen Menschenrechtsanwalt. Ja, bitte Anja, schmeiß dein Studium an. Ich brauche die. Ja, also Twitch-Leute, ihr könnt es mir jetzt gerne auch mit anzünden. Ich brenne mit der Rest gemeinsam in der Schoko Fresh auf die 1. Jawohl. Verena, bist auch in unserem Team, oder? Leider sehr unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Ja. Ich habe keine Meinung, ich liebe beides. Verena, wieder mal die Schweiz. Sehr neutral. Ja, okay. So bin ich. Das ist gut. Passt. Auf Platz 1 der besten Gerichte für mich in meinem Mund innen drin als Kind waren. Und ihr werdet es nicht glauben, dass ich aus Deutschland komme. Nürnberger Bratwürstel mit Sauerkraut und Kartoffelbrei. Ja, das ist ich tatsächlich jetzt in meinem Erwachsenenleben so gut wie gar nicht mehr. Aber wenn es das in meiner Kindheit gegeben hat, dann war ich aufgeregt. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Das ist in unserer Familie das Essen, das am 24. Dezember auf die Nacht gibt. Sag das nicht. Warum nicht? Weil mein Papa das jetzt ja will und ich sage ihm seit sehr, sehr vielen Jahren, dass das niemand macht. Oh. Dass das nur Illusion ist. Ich glaube, ich muss mal mit deinem Papa reden. Er darf auch gern vorbeikommen, ist kein Ding.
Na, Papa, die sagt das nur einfach so. Die meint das gar nicht so. Die will die ärgern. So, wir machen ganz schnell weiter. Auf Platz 3 der schlimmsten Gerichte für mich als Kind sind Rouladen. Die haben mir als Kind überhaupt nicht geschmeckt und sie schmecken mir auch halt bedingt. Mhm. Also für ganz viele Leute ist das so eine ganz große Leibspeise. Und für mich ist halt so, wenn es es nicht gibt, dann war es mir auch wurscht. Das fühle ich, ja. Ich fand das als Kind so schlimm, weil die einfach immer so grau ausgeschaut haben. Also es hat mir einfach nicht angesprochen, dieses Fleisch zum Sehen, weil das so, bevor da die Soße drüber kommt, ist es einfach so grau. Und als Kind habe ich mir gedacht, sind wir hier gerade in der Maika Mini-Wini-Würstchenkette Werbung oder warum gibt es was Graues zum Essen? Oh, ich habe aber die Werbung schon sehr gefeiert. Ich habe mir gedacht, das ist was richtig Gutes, diese Mini-Würstchen. Dann habe ich es einmal probiert. Naja. Aber davor gibt es doch, die sind irgendwie im Schullandheim oder so und davor kriegen die doch so grauer Schleim auf den Teller und dann kommt erst die Maika Mini-Würstchenkette und dann ist die weiß ich Welt nicht auch mehr. wieder bunt. Deswegen. Oh Gott. Naja, gut. Oh, Schlimm. Gut. Auf Platz 2 der schlimmsten Gerichte für mich war, obwohl ich wirklich Gemüse sehr geliebt habe, Rosenkohl. Mag ich ja bis heute nicht. Schmeckt mir nicht. Aber es hat es manchmal in meiner Kindheit gegeben, da wollte es meine Mama ausprobieren, aber nein, Danke, nein. kannst selber fressen. Und auf Platz 1 des schlimmsten Essensgeschmacks in meinem Mund innen drin, in meiner Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter, ist alles, was mit warmen Apfel zum Tor hat. Echt? Apfel, also wenn der warm gemacht worden ist, Apfelmus, Apfelkuchen, irgendwas gefüllt mit Äpfeln. Das ist für ganz viel Leute so was Feines. Und ich habe es wirklich hunderte Mal in meinem Leben probiert, weil ich das natürlich, erstens gibt es das ständig überall und alle Leute sagen so, wow, wie geil. Und dann denkst du halt, ja, ich probiere es auch nochmal. Es schmeckt mir einfach nicht. Es schmeckt nicht. Irgendwann habe ich da sogar echt gelogen, weil ich bin eine Zeit lang in meinem Leben wirklich gegen Äpfel allergisch gewesen, nur nicht, wenn sie gekocht waren. Und dann, wenn Leute dann mal gesagt haben, du bist ja allergisch, gell, habe ich gesagt, ja. Ja, leider. Also auch wenn es um Apfelmus und so ging. Ja, sorry, das war eine Lüge, liebe Leute. Wenn die das jetzt erst rausfinden, ja, weil ich unklung. Mir schmeckt es einfach nicht. Ja, schön. Was wir auf jeden Fall weder in der Kindheit noch jetzt essen würden, ist der Wellensittich der Woche. Wow. Das muss man nämlich erwähnen, weil Wellensittich hat uns geschrieben, dass es schon sehr bezeichnend ist, dass wir uns als Wellensittiche alle gemeinsam im Schlachthof treffen sollen. Ach so. Ja. Der hat ein bisschen Angst gehabt. Na gut, Zu Recht. fair. Das stimmt. Wir verschonen euch. Aber jetzt kommt für euch der wunderschöne Räskor. Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Seid ihr aufgeregt? Ja, Seid ihr genauso aufgeregt wie ich? bestimmt. Ja. Wer ist der Wellensittich der Woche? Es ist Niki! Herzlichen Glückwunsch, Niki! Du bist unser Wellensittich der Woche. Niki schreibt uns schon seit Anfang an DMs, sie kommentiert die ganze Zeit, sie liked jedes Video, sie ist einfach eine gute und ein richtig großer Fan von uns. Danke, dass du dabei bist. Wir rühren uns auf jeden Fall im Laufe des Tages bei dir, wir schicken dir eine DM und dann klären wir alles Weitere, damit du an dein Wellensittich der Woche Briefwahl kommst. Danke, Niki. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn auch du Wellensittich der Woche werden möchtest, dann schreibst uns bitte jetzt einen Kommentar. Du kommentierst entweder auf YouTube, da heißt man Wellensittich Stammtisch. Du kommentierst auf TikTok, auch da heißen wir Wellensittich Stammtisch, wer hätte es gedacht. Oder du kommentierst auf Instagram, wie heißt man da?
Wellensittich-Stammtisch. Du kannst uns aber natürlich auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Das geht auf Spotify und auf Apple Podcasts. Du kannst uns auf Podigy einen Kommentar schreiben. Auf Spotify kann man auch Kommentare schreiben. Am besten machst du das auf alle Plattformen, die dir persönlich zur Verfügung stehen. Wir freuen uns sehr. Es füttert unsere kleinen Wellensittichherzen. Wir flattern ganz aufgeregt. Und wir sagen natürlich auch vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Wir beobachten euch mit unseren Augen im Internet innen drin. Danke. Ja, und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, was soll ich denn da schreiben? Naja, erst einmal, auch über die Seiten Komplimente waren angebracht. Und was uns natürlich interessiert hat, war, was waren denn eure Berufsvorstellungen gewesen als Kinder? Was waren eure Träume? Was habt ihr gern gegessen? Was habt ihr nicht gern gegessen? Wenn ihr jetzt denkt, das interessiert die doch gar nicht. Doch, es juckt uns, weil wir sind ein Sehr. gemeinsamer Wellensittich-Schwarm. Wellensittiche leben nämlich nicht allein. So nämlich. Und Wellensittiche haben einen brutalen Durst. Das weiß ich nicht ganz genau, das habe ich mir vielleicht jetzt auch ausgedacht. Aber diesen Durst kann man zum Beispiel stillen im März. Am 7. März in der Stiegelbrauereiwelt in Salzburg. Da habe ich nämlich einen kleinen Après-Ski-Auftritt, da kann man zusammen einen trinken. Oder auch gerne am 18. März in Gerlos in Tirol. Da habe ich nämlich einen kleinen Après-Ski-Auftritt, da kann man zusammen einen trinken. Ich sag's nur, falls ihr noch nichts vorhabt, schaut's doch vorbei. Vielleicht ist eine Verena dabei, vielleicht ist ein Dress dabei, wir werden es nicht wissen. Wo wir auf jeden Fall sicher dabei sind, das müssen wir jetzt einfach hier loswerden, es hilft nichts, wir müssen Werbung machen. Wir haben Erna Studio sowas von vollgestunken. Deswegen, liebe Wellensittiche, wir sehen uns am 13. März beim Los Brudalos Konzert im Zauberberg Passau. Da werden wir aber unseren Durst stillen. Wir freuen uns drauf. Kommt's doch auch vorbei. Falls es noch Karten gibt, falls es keine Karten mehr gibt, dann tut es mir leid, dass ich euch da jetzt nicht unnötig aufgescheucht habe. Aber dann kauft euch doch noch Karten für die anderen Städte. Mein Gott. So. Seid's halt nicht so. Es war wunderschön mit euch doch wieder. Wir küssen eure Schnäbel und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Servus. Servus. Stammtisch. Am jeden Donnerstag. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.